Wachwijzer, welkom zum Programm Wachwijzer. We vrijen ons dat u erbij bent. We vrijen ons Dennis dat u gekomen bent. En we vrijen ons hier een beetje spazieren. Dennis, we hebben al 2 Programme gemerkt über Musik mit ihm, wo wir verschiedene Sachen angeredet haben. Besonders was in der Bibel, was wir über Musik finden. Wir sehr interessant. Aber ans haben sich dann so für die Hauptsache ein Teil mehr rein. So die Bibel redet anscheinend viel über Musik. Aber ja. So, über was reden wir von der wieder? Du hast glaube ich die Worte gemerkt, wo wir mit dir schwierig sind, was du hast. De Bibel is een dikke buik, dat is ganz veel geschreven. Wir haben darüber geredet, geschichtlich dargegangen vom Anfang von der Bibel. Und wir sind irgendwo auch bei den Psalmen angekommen und überlegt, was von der Wiese die du singen deuten und was für eine Melodie sie brauchten. Und wir haben festgestellt, dass eins für die Hälfte von diesen Psalmen von dem König David geschrieben worden sind. Und das König David, ich glaube, da hat noch viel mehr mit Musik zu tun, als das, was wir in den Psalmen finden. Und ich dachte mir so, wenn wir können mal ein bisschen Trägone war da im Alten Testament und bei der Chronik lesen. Wie du dazu abgeschrieben, was dort Volk Israel so alles belebt hat, ein am anderen. Ne? Und du fing wir dann zum Beispiel in der ersten Chronik, Mesphäre, in Kapitel 6. Du hast dort dann angedeutet, wo David dann als König ist, wie diese Leitung vom Gesang soll sein. In dem Tempel, oder auch wo die Israeliten töpft werden, auch fertig aus, bis er eine Stiftshütte hat, bis er zählt, all abbedeuten. Und David sagt ja dann, die Leviten an ein Stamm wäre eingesagt von Gott, ja, aber David beauftragt die Leviten dann, kriegt, was sie genau lernen sollen. Und ich lese hier einfach mal in dem Kapitel 6, ich habe das hier kurz. Du redest David dann einfach von diesen verschiedensten Sehens von den Leviten, was eingesagt wurde. Und ja, am anderen ist es dann auch, was sie mit der Musik lernen sollen. Und wenn wir du ein kleines bisschen anlesen in der 1. Chronik Kapitel 6, du fängen wir diese ganze Abteilung. Und auch, dass eine Aufteilung besonders dafür verantwortlich wird, die Leitung von dem Gesang im Tempel zu übernehmen. Und dann, wenn wir dann verblättern in der 1. Chronik Kapitel 15, du fängst wieder wie diese Bundeskiste oder diese Bundeslade, wo die Jähen, wo Gottes Banner wie sozusagen, wie diese dann in Jerusalem gebracht wird. Und du wirst dir dann gerötet fast eingestellt, wie bloß mit vielen Instrumenten und mit Dance und was wollte ich alles verbunden, ja. Und selbst David, wie so begeistert von der ganzen, ne? Wir meint, hier drauf wie die Jähen wird Gottes Namen Volk, ne? Also, wie holen die 3 nach Jerusalem, die Bundeskiste, wie verschlappt wurde, wie gestohlen wurde, nu haben wir die endlich drin, nu ist Gott war da unter uns, ne? Und all dem, wenn wir du mal nachlesen, dus Musik sehr ein großer Part, wo du spielen das. Diese ganze Feierlichkeit, ne? Ich denke mal, dass das wir sehr, sehr laut. Ich meine, von Tag haben wir Lautsprecher, wir haben Mikrofone, was das alles so Lieder machen. Ja. Aber zu der Zeit, wird man dort nicht von weit auf gehört haben, ins wie so, was ist da los? Ah, die singen war zu ihrem Gott, das ist gut zu hören. Ja. Ich stamme so viel so an, muss das dann auch gewesen sein, wenn es zu sehr, sehr laut herging. Ja, nicht? auf jeden Fall. Wenn wir uns vorstellen, ein gerötet Volk mit tausenden Menschen, wenn die erstmal trip sind in Ramjoche und sich freien, ne? Dann hast du das, wenn wir von der ersten Tag irgendwo ein gerötet Ballspiel mal haben, und du hört man das von weit auf, dass du was los ist, ne? Also, kann wir uns das uitmalen, dann auch das dort, was je was. Ja, aber dann ist noch das, was du erst sagst, da wird eine ganze Gruppe Leviten beauftragt, Ja. zu singen. Ja. So dort wäre der Auftrag im Tempel. Das sagt, wenn wir dann wieder lesen in 1. Chronik Kapitel 16, ich lese mal von Vers 4 bis 6. Du heute ist das. Und heu bestahlt Wortmana von den Leviten, zum Dienst für dem Herrn seine Bundeskist. Dort soll dem Herrn Israel Ehrengott mit Leute preise, danke und lobe deuten. Heu sagt Asaf aus ihren Leder an und Zecharia aus Zweiten
En de andere wieren, en hafa hin list met noemes, Jaziel, Shemimarot, Jehiel, Mattia, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jehiel. Zij zullen beim zingen met zither en harpe spelen. Asaf aber soll met zimble tak schlonen. En de priester Benaja en Jehaziel zullen de ganze tijd ver Gott seine Bundeskist met Trompete blozen. En hier zijn we David hier besondere mannen aanzet en de heeft in de opkoning. En de ene die zal tak schlonen, de andere zal met instrumenten spelen. En hier zullen sogar twee, die zullen de ganze tijd ver Gott, also bij deze Bundeskist staan en met Trompete blozen. Das ist eine schöne Abgo, oder? Hört sich ganz interessant. So, als man Asaf, die dirigent, dat ons voor zijn aanleider uit, so, die heeft den takt aan, niet? Ja. En de andere, die mukken dan met. Wat mij interessant is, wanneer je van instrumenten, de trompet is sehr luid. Ja, Die hopen, dat is meestens ziemlich stiller. ja, So, dat moet ziemlich veel trompetenklankje was zijn. op jeden Fall. En dat wie ook de Versammlung vom Volk Duram, Ram dat zahlt, ne? Also du, wo die ein Wort Gottes wir, dat soll je ook rutkomen am Volk, die soll je dat ook hier in Matkriegen, ne? Dat wie sozusagen eine Anleitung, dat het Volk ook kun Gott loven. Und wenn wir du in dem selben Kapitel wieder lesen dürfen, dann fing wir du in Vers 7 bis 36, wird David selbst nu einen Danksalm absingt oder versingt. Und den kann ich intussen mal noch lesen, das ist nicht mit lang, um dem Ganzen zu lesen, aber wie David du ein Beispiel sagt und mit sagt, das kann ich Gott loven, also mit diesem Wort, ja, und das geht einmal war darum, Gott diene Leute als treuhärtig, der ist immer durch. Das sind die Wörter, was sich du immer und immer wiederholen. Also David lässt den tun nicht bis allein, jeft den abgehen, sondern er wies nicht auch Fuß, dass das kann dort drinnen, ne? En dat, hij brengt het weer wat in de centrale boodschap ook immer waar in de Bibel is. Niet dat Gott zijn leven tot ons mensen. Er schijnt zien zijn, om ons te raden. Dat is het terug wat je leven aanzien even, die even, mij even, niet? Ja. En dat bracht hij damals al zo uit. Ganz genau. Und heute hat die Leviten, das ist ja ich schon gesagt, die wäre eingesetzt für den Dienst beim Tempel, also, oder auch beim Zelt sozusagen, ja, Lothar ist wie der Tempel, du, aber die Leviten, da wäre ein Volksstamm von den Israeliten und ein Port von diesen Leviten, die wäre eingesetzt, ganz spezifisch die Musik zu übernehmen. Und du lesen wir im selben Kapitel 1. Chronik 16 von Vers 37, 41 und 42. Du lese ich ganz noch einmal fair. Wort genau, da du dörne solle, hier betont David das dann noch einmal, wie es am das wahrscheinlich sehr wichtig wird, dass die auch welche ihre Abbau erfallen sollen. In Vers 37, du heute das steht. Ab David seine Anordnung bleibe Asaf und seine Stammbrüder bei dem Herrn seine Bundeskist, alle Tag den neuen Dienst zu dörne. Also jeder Tag vom Nähen. Das wir immer wieder frisch. Da wir nicht bis um Sonntag. Und dann Vers 41. Und mit an wäre der Sänger Heman in Jedutun. Und der andere Utgewählte, wird mit Namen bestimmt wäre, dem Herrn regelmäßig mit Gesang zu danken. Und dann hier steht abgeschrieben, wie sie das danken soll, nämlich, dass seine Treuheit niemals abhielt. So deuten de Leute mit Trompete, halbklingende Zimle und mit Sädespel te Gott seine Ehe begleiten. Und hier soll wir auch weiter, an mir das sehr wichtig, was die dürfen sollen, und hier beschriftet dann, dass die das dann wirklich deuten. Also die singen, die singen und ganz klar, te Gott seine Ehe. Dort wir immer das Ziel dabei. So ich das recht verstanden habe, wäre die Leviten ein Port gesagt, dass die keine andere Arbeit deuten, als im Tempel zu arbeiten. Ganz genau. So, in Wirklichkeit sagt es dann nicht, dass diese Sänger, die wäre vom Beruf Sänger. Ja, Und man sagt, die deuten nichts anderes. die deuten nur schon anders. Die müssen sich für dort reuen und deuten dort, Ja. das wäre ihre Lebensaufgabe. Sie deuten nicht Akel gehen, die deuten nicht Plümeplätje oder irgendwas. Greit. Oder Siska uitgeroven, die deuten dort. Dort Klar. wäre ihre Lebensarbeit. Ist das, was du sagst? Da wir im Volk Israel die Anordnung. Ne? Das dort hat sie sich organisiert. Wenn man sagt, wenn du Fall den Dienst sterne beim Tempel, wie Gott du wohnt, und dort soll gepflegt werden, dort soll
du rein sein, immer, du soll Musik sein, das soll alle dabei sein, aber das meint dann auch, dass die Menschen, die du sind, die Leviten, die kennen dann nicht noch Apport nach was anderes tun. Ja. Na, wie du von uitgaan van de eerste dag, viele Menschen weten nicht, zum Beispiel, wie viel Arbeit Musik merken ist. Ja, und bei Menschen, die viel singen allebei, und einmal war eine neue Sache drin, das ist sehr viel Arbeit. So, ich kann das gut verstehen, warum die anstellen. Siehst du, wer muss angestellt im Hafen merken, so müssen die wem betonen, um dass die können singen, wenn es das so arbeitet. Das ist viel Reitmerken, das ist viel das ist viel Jahren. Menschen trainieren und so weiter. Das ist eben eine ganze Sache, was du drehen musst, nicht? Dass das funktioniert. Kenne ich David selbst wie ein Musikant. Er hat ja von klein ab, als er nach bei der Schub wie in der Schub heute dort seine Haupt durchgehabt. Und er meint ja wahrscheinlich auch irgendwann, dass das viel Arbeit dahinter steht, wenn du hier Dutzende Menschen was anladen im Gesang, dann kannst du nicht bis du handstellen, wenn du noch niemals getan hast. Das weil die oft worden, ne? In der Praktik. Alles, was Geld worden soll, der Praktik, dass man das öffnet, ne? Und wenn du noch mal ein bisschen die Zahlen ankickt, du hast dann in ein paar Kapitel wieder, in Kapitel 23, du redest von, was von einer größten Fallskript, das wirklich hat wir, und wie viel sein du wir. Ich lese uns da einmal Kapitel 23, Vers 1 bis 5. Du sagst jetzt so, als David alt ein Lebensort wir, also nur am Ende von seinem Leben. Mir kann seinen Sohn Salomo, dem König über Israel. Und Leute alle verste Männer in Israel und die Priester und Leviten terperben. Und David Leute alle Männer von den Leviten, also das sind die, die im Tempel wären oder den Dienstleuten, die 30 Jahre in Dureva wären, teilen. Und die Zahl von den Männern, die Kap aufgeteilt, wie 38.000. Und das wäre bis die Leviten. 38.000. Da hast du hier beschrieben. Von diesen waren 24.000 zu der Arbeit und dem Herrn sein Haus angestellt, und 6.000 als Beamte und Rechter, und 4.000 zu Putwächter, und 4.000 als Sänger. Und was bedeutet das? Was dem Herrn lobe und dabei ab Instrumente spielen sollen, was David zum Dank Leute singen hat, merken lassen. Also 4.000 Sänger. Und das sind, wenn wir mal gucken, von den 36.000, das sind über 10% von den Leviten, wären Musikanten. Und die singen und spielen mit Instrumenten, sagt hier, was David zum Dank Leute singen, hat merken lassen. Also David hat Leute extra Instrumente anfordert. Ich meine, stell dir vor, 4.000 in der Brücke irgendwo ihre Instrumente, ne? Kraai. Wow. Also wenn du mal guckst, was von großen Utmut das auch hat, ne? Also wie stell uns vielleicht manchmal ein kleines Zelt vor und du wirst ein paar Menschen tippst, das wie hier tippst, und ich denke, dass wir ganz anders mit dieser Zahl, ja? Ja. So hätte ich vielleicht nicht die meiste Zeit alle tegelijk getan haben, aber doch iets wo du waren doch ziemlich große Gruppe auf einmal gewesen sein. Aber ja, auf jeden Fall. Sag, wenn man da kickt, sie sollen du einmal die Musik haben, dass heute auch, irgendwann musste sie auch schluppen eten, ne? So wurde sich da aufgeweizt haben, ne? Aber das ging darum, dass du einmal gesagt wir, also das hier niemals ab, sozusagen. Und dann ist unser Titel, kläft uns ut, ne? Aber die hat so noch etwas wichtig, ich kenne mich so fair. Ja, wie te einmerken, was würden wir hin nach so bringen können? Ich denke mal, David, wie ein Wesermann, er sagt, das Lob Gottes, das bringt die Menschen in die Jenwut Gottes nahe. Weißt du, Leute sie los von sich selbst, du kommst sie für Gott, ne? In die Jenwut Gottes. Und er wisst, der braucht Tiet, der braucht Instrumente, der braucht vorbereitete Menschen, und er kauft den der Tiet. Ne? Also er sah, das trägt uns ja nicht an. Und ich denke, das ist eine wunderbare Ordnung, was Gott du damals im Volk Israel geschaffen hast, was von der schon darf ich noch einmal uns evaluieren lassen können, wie viel Tiet, was du dann gespannt, und erstens das Wichtige genug, dass das geworden ist. Ja. Dankeschön, dass du dabei warst. Dankeschön, Dennis, für diese gute Ansichten und Einblicke hier in dem Bett. So, beim nächsten Mal im Programm Wachwieser.